Gut, so, wir haben 18 Uhr. Dann begrüße ich alle, vor allem die Zugeschalteten, recht herzlich zur Veranstaltung Zukunft der Demokratie, das Erstarken des Populismus und die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, einer gemeinsamen Veranstaltung der Projekte Wir für Demokratie der kurdischen Gemeinde Deutschland und der Stärkenberatung der Naturfreunde Hessen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Professor Dr. Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler und seit 2006 Professor an der Universität Kassel, hat früher für die IG Metall gearbeitet, hat 2000 habilitiert und lehrt anschließend an mehreren Hochschulen. Zwischen 2009 und 2014 war Herr Schröder Staatssekretär im Brandenburgischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. Herr Schröder war langjähriges Mitglied der Grundwertekommission der SPD und gehört seit 2016 als Fellow dem Wissenschaftszentrum Berlin an. Seit 2024, also ganz aktuell, ist er Mitglied im Rat der Arbeitswelt und leitet aktuell die Denkfabrik Das Progressive Zentrum. Wir wollen uns heute der Frage widmen, die ich eben eingangs schon erwähnt habe. Wir wollen ein bisschen einen Blick lenken auf die Frage der Zivilgesellschaft, weil wir hier gerade eine Veranstaltung machen von zwei Organisationen, die ganz deutlich in der Zivilgesellschaft verankert sind. Und deshalb fragen wir uns so ein bisschen auch mit, was passiert denn mit der Zivilgesellschaft nach diesen Wahlen? Wie verändert sich sozusagen das politische Klima? Wir erleben vielleicht Angriffe auf zivilgesellschaftliche Akteure auf verschiedensten Ebenen. Gelder werden gestrichen, gehen zurück. All das kann ein Thema sein. Also, was passiert mit der Zivilgesellschaft? Aber auch mit der anderen Perspektive, was kann denn die Zivilgesellschaft für die Demokratie tun? Welche Auswirkungen hat das zivilgesellschaftliche Handeln? Ja, diesen Fragen wollen wir uns heute widmen und deshalb freue ich mich nochmal, Herrn Professor Dr. Wolfgang Schröder begrüßen zu dürfen und direkt an Sie abgeben zu können für den Vortrag. Herzlich willkommen. So, dann starte ich mal wieder. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe vorbereitet einen Vortrag, bei dem es um eine Rekonstruktion der Entwicklung Ostdeutschland, vor allen Dingen der Wahlen geht. Und das Ganze gipfelt dann in der Frage, welche Rolle hat die Zivilgesellschaft in diesem Prozess der stärkeren Polarisierung, Fundamentalisierung und Popularisierung. Vorwegschicken möchte ich, dass diese Phänomene des Extremismus, Populismus keine ostdeutsche Sonderentwicklung widerspiegelt, sondern dass wir es hier mit internationalen Phänomenen zu tun haben, die aber in jeder Region der Welt ihre eigene Ausprägung erfahren. Insofern muss man sich schon mit den jeweiligen besonderen Entwicklungen in den Regionen und Ländern befassen, um das Phänomen in seiner spezifischen Art besser verstehen zu können. Es geht heute um die Entwicklung in Ostdeutschland, die sich dann in den Wahlen und in bestimmten Einstellungsmustern widerspiegelt. Wir schauen uns Erklärungsansätze an, Entwicklungsprozesse im ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen und werden dann das Wahlergebnis, dessen Ausgang wir ja mittlerweile zu Genüge zur Kenntnis nehmen durften, wo wir sogar sehen, wie unter diesen spezifischen Ergebnissen auch Koalitionsverhandlungen perspektivisch geführt werden können. Der Ausgangspunkt ist das Ihnen wohl vertraute Phänomen des Populismus, das ja nicht einfach nur eine stilistische Form der Überdehnung und der besonderen Profilierung darstellt, sondern auch eine dünne Ideologie sein kann, wie es der international renommierte Populismusforscher Mudde einst formulierte. Und im Zentrum des Populismus von rechts stehen zwei bipolare Strukturen. Einerseits das Volk, das über die Bedürfnisse, die es hat, bestens Bescheid weiß und mit bestem Willen und bester Kraft ausgestattet ist und ein klares Portfolio seiner Bedarfe und Interessenlagen formulieren kann. Auf der anderen Seite eine Elite, die in der Regel als kosmopolitisch identifiziert wird, die nicht ein Interesse an den Bedarfen des Volkes hat, sondern eigensüchtig international ausgerichtet ist und damit die
wahren Bedürfnisse des Volkes verkennt. Der Rechtspopulismus zeichnet sich dann aber durch eine weitere Bipolarität aus, nämlich die von drinnen und draußen. Das heißt, es gibt eine angestammte, in diesem Fall bio-deutsche Bevölkerung, die immer schon da war und die durch ihre Homogenität auch ein gutes Zusammenleben garantiert. Das gute Zusammenleben wird gestört und verzerrt, indem die Bevölkerung immer heterogener wird. Deshalb muss man darauf achten, dass keine Zuwanderung stattfindet, dass die von außen kommen, als perspektivisch fremde und schwierige und belastende Akteure wahrgenommen werden. Also wir haben hier die Gegenüberstellung, wir, die hier sind und die da draußen sind und hier rein wollen. Und das ist die Komposition des Rechtspopulismus, der dann durchaus auch in den Rechtsextremismus überführt werden kann. Wir befassen uns hier mit dem Phänomen der Entwicklung in Ostdeutschland. Die Prozesse der deutschen Einheit gehen zurück auf die Entwicklung des Mauerbruchs, des Endes der bipolaren Blockkonfrontation und des damit beginnenden Aufbauprozesses der Transformation in Ostdeutschland. Diese Transformation ist ähnlich wie 1945 keine, die eine Stunde Null kannte, sondern die jeweiligen Regionen, Staaten, Länder haben natürlich das Gepäck der vorhergehenden Entwicklung im Rücken und sind insofern fahrtabhängig gesteuert und müssen sich aber gleichzeitig mit dem Neuen auseinandersetzen. Das große, besondere Momentum der deutschen Einheit im Vergleich zu den Transformationsprozessen in den anderen mittelosteuropäischen Ländern besteht darin, dass eben dieser Teil Ostdeutschlands in Gesamtdeutschland aufgegangen ist und damit ein Institutionentransfer stattfand, wo die Institutionen, die Spielregeln, die Ressourcen von West nach Ost verschoben wurden. In den meisten anderen Ländern ist es eher so gewesen, dass es ein langsames Wachsen in eine neue Zeit hinein gegeben hat. In Ostdeutschland hatten wir die sogenannte Schocktherapie. Das heißt, von einem auf den anderen Tag ist die ostdeutsche Wirtschaft dem Weltmarkt ausgesetzt worden. Von einem auf den anderen Tag ist die D-Mark eingeführt worden. Von einem auf den anderen Tag sind die Parteien, Krankenkassen, Gewerkschaften, Vereine und Verbände mit ihren besonderen Spielregeln von West nach Ost transferiert worden. Wir nennen das Institutionentransfer. Und mit dem Institutionentransfer hat eine Einhegung des ostdeutschen Raumes in den gesamtdeutschen Raum stattgefunden, sodass die ostdeutsche Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr wählen konnte. Die Wahl hat vorher stattgefunden und mit diesem Institutionentransfer ist in der Regel auch ein Elitentransfer einhergegangen, was bedeutete, dass die ostdeutschen Institutionen in den meisten Fällen in den ersten Jahren von Westdeutschen geführt wurden. Das war auch von den Ostdeutschen interessanterweise gewünscht, weil sie den Eindruck hatten, wenn wir uns schon auf dieses Experiment einlassen und wir wollen den Wohlstand und Reichtum des Westens haben, dann müssen auch diejenigen die Führung innehaben, die wissen, wie es funktioniert. Das war die Grundannahme, dass das in vielen Fällen nicht so ganz berechtigt war und sich auch als nicht ganz richtig herausgestellt hat, ist eine andere Geschichte. Aber so in ungefähr muss man sich diesen Institutionentransfer vorstellen. Und Sie kennen alle den Ausspruch von Helmut Kohl mit den blühenden Landschaften. Das heißt, da war auch eine Hoffnung mit verbunden, dass das Ganze relativ schnell auf Konvergenz, auf Angleichung hinausläuft und damit die Sondermomente, die durch 40 Jahre DDR und durch den Nationalsozialismus und all diese Entwicklungen geprägt war, dass das eigentlich sich schnell verflüchtigt. Hier sind jetzt so ein paar Daten, wie in der Meinungsforschung erhoben wurde, was für Hoffnungen sich mit der Wiedervereinigung verbunden haben. Und da sieht man eben im roten Balken 2000 und im blauen Balken 2020. Die erste Frage: Hat sich die Wiedervereinigungshoffnung im Großen und Ganzen erfüllt? Und dann sieht man, 2000 war das fast 30%, 2020 sind es nur noch 20%, in wichtigen Teilen erfüllt 40% zu 30%, nur in geringem Maße erfüllt. Das ist eine Steigerung von 20 auf 23%. Also eine volle Konvergenz haben wir nirgendwo. Großes Unbehagen haben wir. Das ist nicht weiter verwunderlich.
bei den Stimmungslagen, die wir ja alle auch in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Hier sind ein paar komplizierte Erklärungsmuster. Ich glaube, die erspare ich Ihnen. Den Foliensatz können Sie auch von mir gerne haben. Da werden Überlegungen angestellt, worauf das zurückgeführt ist. Das geht von der Situationshypothese, das heißt also unmittelbare Faktoren sozialstruktureller und situativer Art, die das erklären können, bis hin zu der Sozialisationsthese, wo also die langen Linien bemüht werden im Hinblick auf die Schwierigkeiten der nachholenden Modernisierung in Ostdeutschland. Was sehr beliebt geworden ist in den zurückliegenden 25 Jahren zur Erklärung des Unfriedens und der nahezu von manchen als Kolonisation erachteten und betrachteten Entwicklung ist die Rolle der Treuhand, weil mit der Schocktherapie ging einher, dass diese volkseigenen Betriebe dann in relativ kurzer Zeit für die Wettbewerbsmarktsituation aufgerüstet werden mussten und die Zwischenetappe zur Modernisierung der Betriebe war ihre Veräußerung, das heißt ihre Übertragung an ehemalige Besitzer beziehungsweise an markttaugliche Akteure, die hinreichende Investitionsfähigkeit hatten. Und da mussten innerhalb kürzester Zeit fast 10.000 Betriebe privatisiert werden. Das hat in einem großen Teil der Betriebe hat das funktioniert. Es gibt aber viele schreckliche Geschichten, wo eben auch westdeutsche Investoren im Bündnis mit Administratoren aus der Treuhandanstalt auch Entscheidungen getroffen haben, die nachvollziehbar gegen die Interessen der ostdeutschen Bevölkerung, Arbeitnehmer und Regionen getroffen wurden. Es gibt mittlerweile eine ganz gute Forschungslage über diesen Prozess, die durchaus anders aussieht als die stimmungsgeladene Bewertung dieses Gesamtphänomens. Und die Gesamtphänomenslage ist ja so, dass man doch in vielen Fällen die Treuhand als entscheidende Ursache für eine verzerrte Transformation, für den Verlust von Lebenschancen und die Zerstörung von Lebensbiografien wertet. Und auf der anderen Seite haben wir Forschungsergebnisse, die relativ differenziert aufzeigen können, wie das auf der einen Seite für einen Teil, einen kleineren Teil der Betriebe und der Regionen zutreffend ist, wie aber für den größeren Teil da durchaus eine im Rahmen der Bedingungen angemessene Veräußerung, Privatisierung und Entwicklungspolitik betrieben worden ist. Aber auf jeden Fall, man muss sich ja vorstellen, der Osten war immer schon arbeiterlicher, war agrarischer, war weniger industrialisiert, wenn man von einigen Zentren absieht. Großes Zentrum der Industrialisierung war immer Sachsen gewesen, das auch als zweites Herz der deutschen Industrie lange Jahre galt, also das Ruhrgebiet als erstes Herz und vor allen Dingen der Dresdner Chemnitzer Raum. Chemnitz spielt hier eine herausragende Rolle als das Manchester des Ostens. Und ansonsten ist der Osten als Ganzes allerdings eher, wie gesagt, agrarisch und der industrielle Anteil war vergleichsweise nicht so hoch. Und trotzdem war der arbeiterliche Anteil sehr hoch gewesen, weil durch die DDR eine Reihe von Kombinaten aufgebaut worden sind im Bereich Stahl, im Bereich der Großindustrie, also zum Beispiel in Wittenberge, Verkehrsknotenpunkt zwischen Berlin und Hamburg, ist die größte Nähmaschinenfabrik der Welt mal gewesen mit über 40.000 Arbeitsplätzen. So hat man viele Konglomerate gehabt. Und durch den Prozess der Umstellung von der Planwirtschaft auf die sogenannte Marktwirtschaft ist dann aus dieser Ebene, Perspektive der arbeiterlich-industriellen Gesellschaft ist ein Prozess der Deindustrialisierung zu beobachten, der nicht nur zu kleineren Betrieben führte, sondern auch eben zu einem Abbau von Industrie und arbeiterlicher Produktion. Die Wirtschaft hier nochmal kurz in einigen Vergleichspositionen. Wenn Sie auf 1991 schauen, da sehen Sie, dass Westdeutschland hier etwa dreimal so groß ist wie
Ostdeutschland in der industriellen Produktion bezogen auf je Einwohner natürlich, nicht aufs Ganze, da ist das ja klar, weil der Anteil der ostdeutschen Bevölkerung an der gesamtdeutschen Bevölkerung liegt so etwa bei 15, 16%, je nachdem, ob man Berlin mit einbezieht oder nicht. Wenn man Berlin nicht einbezieht, liegt es, glaube ich, nur noch bei 13, 14%. Und die ökonomische Leistungsfähigkeit, die war von Anfang an sehr prekär. Es gab aber dann vor allen Dingen im Zeitraum zwischen 1990 und 1995 einen schnellen Angleichungsprozess, der dann vor allen Dingen, was die Einkünfte betrifft, abgeflacht ist und so etwa ab 2010 wieder ein klein wenig an Fahrt aufgenommen hat. Man kann das hier auch nochmal sehen, verfügbares Einkommen je Einwohner in der privaten Haushalte. Da sieht man, dass der Angleichungsprozess durchaus nachvollziehbar ist, also dass die Differenz gar nicht mehr so groß ist. Man hat sogar einzelne Regionen, wo durchaus westdeutsches Niveau erreicht worden ist. Brandenburg hat zum Beispiel jetzt ein ähnliches Einkommen pro Kopf wie Berlin. Was aber nach wie vor eine große Differenz ist. Also wir haben, was die Entlohnung angeht, so etwa 80% im Osten im Vergleich zum Westen. Wenn man das wiederum in Relation setzt zur Produktivität, dann ist das sogar überproportional, weil die Produktivität liegt so im Schnitt so etwa bei 75%, die Einkommenssituation im Durchschnitt, das sind natürlich alles Durchschnittswerte, aber wenn man so eine Grundorientierung hat, so etwa bei 80%. Die eigentlich große Differenz, die durchaus Anlass zur Skandalisierung und zur Thesenbildung der asymmetrischen Entwicklung gibt, ist die Vermögensentwicklung, die im Osten durchaus prekär ist und im Westen expansiv. Man kann das hier auch sehen, dass die Klammer, die Auseinanderentwicklung immer größer geworden ist im Laufe der Zeit. Und hier ist das nochmal auf die Jahre, auf die Lebensjahre bezogen. Und dann sieht man, umso älter die Menschen sind, umso größer ist die Differenz. Die Demografie ist ein ganz wichtiges Element, um erklären zu können, dass in Ost und West unterschiedliche Einstellungen, Verhaltensweisen existieren. Wir haben eine starke Abwanderung aus dem Osten in den Westen. Wir haben einen Überschuss an Männern in vielen Regionen. Und wir haben gewisse Abschottungsprozesse. Man kann es hier nochmal sehen, und zwar ist hier das Jahr 1936 als Ausgangspunkt mal gesetzt, wenn man so will. 1936 beide Teile Ost-West etwa gleich stark. Und wenn man die weitere Entwicklung sich anschaut, dann sieht man, dass der Westen jetzt ungefähr ein Bevölkerungsniveau von 160% hat und der Osten bei 85%. Das heißt, die Differenz von 1936 bis heute liegt bei 75%. Das heißt also, wir haben es hier mit demografischen Prozessen zu tun, wo es auf der einen Seite eben im Westen zu einem enormen Bevölkerungsanstieg gekommen ist und im Osten zu einer enormen Abwanderung. Dieser Abwanderungsprozess, der ist aber nicht erst in der DDR, hat er natürlich stattgefunden durch Flucht und Vertreibung. Anfang der 50er Jahre und dann durch Flucht über die Mauer und andere Austauschprozesse, die vor allen Dingen bei der älteren Generation dann stattgefunden haben, sondern der setzte sich nach 1990 fort. Und das schlägt sich auch im Durchschnittsalter der Bevölkerung nieder, während im Osten 1990 eine jüngere Gesellschaft auf eine schon damals ältere westdeutsche Gesellschaft getroffen ist, hat sich das jetzt im Laufe des Einigungsprozesses verändert. Das heißt also, wir haben jetzt eine Differenz von 2 Jahren im Durchschnittsalter und das ist wirklich sehr viel für diesen kurzen Zeitraum. Das heißt also, die ostdeutsche Bevölkerung altert schneller als die westdeutsche Bevölkerung. Also diese demografische Entwicklung, Abwanderung, Männerüberschuss, höheres Durchschnittsalter, also schnellerer Alterungsprozess, das sind schon Momente, die man mit berücksichtigen muss. Und dann haben wir natürlich auch Stärken der ostdeutschen Gesellschaft,
als Erbe der DDR eine hohe Frauenbeschäftigung, nach wie vor geringere Lohnkluft zwischen Männer und Frauen, eine bessere Infrastruktur, vor allen Dingen für Kinder durch die andere Rolle, die Frauen im Produktions- und Reproduktionsprozess eingenommen haben. Jetzt komme ich hier zu einem Phänomen, das ich anfangs schon mal kurz angedeutet habe. Mit dem Institutionentransfer ist gleichsam ein Elitentransfer von West nach Ost verbunden gewesen, was wiederum dazu führte, dass in wichtigen Teilen des öffentlichen Lebens, der Privatwirtschaft, der Verwaltung, die Führung dieser Einheiten in westdeutscher Hand gewesen sind. Das hat sich jetzt etwas geändert und hier ist abgebildet, wie stark ostdeutsche Eliten, also Menschen mit ostdeutscher Herkunft, was auch schon eine fast philosophische Frage ist, wer ist Ostdeutscher und wer ist Westdeutscher, können wir nachher auch mal drüber reden. Auf jeden Fall, was insgesamt feststellbar ist, dadurch, dass die Schocktherapie in der ehemaligen DDR, in Ostdeutschland, der Mechanismus des Aufbaus von neuer Wirtschaft und Gesellschaft war, gab es für die heimische ostdeutsche Bevölkerung viel zu wenig Möglichkeiten, durch Scheitern zu lernen, durch Fehler zu lernen, durch Erfolge zu lernen, weil diese Dimension der Verantwortung von Erfolgen, von Niederlagen, von Scheitern lag eben in einem größeren Teil von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Händen einer westdeutschen Führungsgruppe. Und das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das man nicht hoch genug bewerten kann im Sinne der negativen Beeinflussung der Stimmungslage, der Souveränität und des Selbstbewusstseins in der ostdeutschen Gesellschaft. Jetzt kommt ein Moment, das für Sie sehr interessant und sehr wichtig ist, nämlich die Frage, was hat denn eigentlich die Gesellschaft für einen Anteil an dieser gesamten Entwicklung? Und zwar, was wir ja feststellen können, ist, dass der Institutionentransfer eine ganze Reihe von Defiziten mit sich gebracht hat. Dadurch, dass die kulturellen und mentalen Voraussetzungen in Ostdeutschland andere gewesen sind, sind auch diese Institutionen dort nicht so zum Wirken gekommen, wie dies in Westdeutschland der Fall gewesen ist. Und das hat Auswirkungen. Also wir haben in Ostdeutschland zum Beispiel eine wesentlich geringere Kirchenmitgliedschaft, ganz gering. Wir haben eine kirchlichte Gesellschaft, wir haben dort weniger Gewerkschaftsmitglieder, wir haben weniger Parteimitglieder, wir haben insgesamt eine schwächere Zivilgesellschaft und das bedeutet, dass die Erwartungshaltung an den Staat eigentlich das Maß der Dinge darstellen und das Selbstvertrauen, dass Gesellschaft auch in Teilen in der Lage ist, sich selbst zu regulieren und es um eine Aktivierung von Gesellschaft geht im Sinne von Selbstwirksamkeit, nicht so stark verbreitet, wie das eben wünschenswert wäre. Und hier sind Kennziffern für die Vereinsmitgliedschaft abgebildet. Und wir können dann eben feststellen, dass diese Vereinsmitgliedschaft in den ostdeutschen Ländern schwächer verankert ist und in den letzten Jahren, zum Beispiel in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen auch deutlich rückläufig ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt bekomme ich, ah ja, jetzt geht es wieder weiter. Das kann man hier bei der Kirchenmitgliedschaft mal abgebildet sehen. Das ist hier bei der Parteimitgliedschaft abgebildet. Und damit wären wir jetzt auch schon nahe an den Wahlen und dem Umfeld der Wahlen. Hier habe ich Ihnen mal mitgebracht eine Umfrage, die sich befasst mit der Überlegung, inwieweit so die Idee der Demokratie in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich konnotiert und aufgenommen wird. Und wir sehen, dass in der formalen Dimension die Unterschiede gar nicht so groß sind. Also in Westdeutschland sind 76% sehr zufrieden im Hinblick auf dieses Grundverständnis von Demokratie und 22% zufrieden. Also eigentlich gibt es keinen grundlegenden Dissens, dass die Idee der Demokratie als Referenz, als Orientierungspunkt zentral
ist. Im Osten ist ein bisschen zurückhaltend, aber auch hier ist klar, die Idee der Demokratie ist das Zentrum, ist der zentrale Orientierungspunkt. Und interessant wird es natürlich danach erst, was versteht man unter Demokratie und wie wird das inhaltlich gefüllt. Da versteht sich im Osten natürlich der AfDler genauso als Demokraten, hat aus seiner Sicht ein sehr aktivistisches Verständnis von Demokratie und misst das, was gegenwärtig unter Demokratie verhandelt wird, als eher defizitär, als falsche Entwicklung und glaubt, seine Demokratievorstellung ist die eigentliche, die maßgeblich ist. Und jetzt kommen Fragen mit dem Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Dann sieht man, also in Westdeutschland sind 7% ganz sehr zufrieden, in Ostdeutschland 3%. Also die Differenz ist auf allen Ebenen feststellbar, aber die Richtung läuft in etwa ähnlich. Das Phänomen, was wir ja insbesondere jetzt nach den Wahlen gesehen haben, vor allen Dingen nach den Europawahlen war das ja, wo die letzte gemeinsame Wahl Ost-West stattgefunden hat, dass man fast den Eindruck hatte, die alte Grenze ist wieder aufgebaut, weil der Osten dann auf einmal fast gänzlich blau erschienen ist, was die Symbolfarbe der AfD ist, und der Westen als relativ bunt sich dort darstellte. Hier habe ich mitgebracht die Wahlerfolge der AfD vor diesen Wahlen bis zum Jahre 2019. Damit sollen nur nochmal dargestellt werden, dass wir im Prinzip schon immer, seit es die AfD gibt, sehr unterschiedliche Wahlergebnisse einerseits feststellen können. Also das schwächste Wahlergebnis in Schleswig-Holstein mit 4,4%. Das beste Ergebnis jetzt bei den konkreten Landtagswahlen mit 27,5% in Sachsen. Und wir können eben auch feststellen, dass im Westen mittlerweile auch starke AfD-Ergebnisse eingefahren worden sind. Also zuletzt in Hessen mit fast 20%. Und in den ostdeutschen Ländern scheint es aber so zu sein, dass die AfD-Werte auch ziemlich ausgereizt sind, weil wir jetzt doch seit 5, 6 Jahren auf unterschiedlichen Ebenen so Ergebnisse 25 bis Anfang 30% beobachten können, ohne dass es weiter wirklich ganz nach oben geht. Für das Verständnis der AfD und der Rechtsextremen, der Far Right, also Rechtsaußenentwicklung ist wichtig, dass man diese Partei vor dem Hintergrund einer Bewegungsstruktur verstehen lernt. Also diese Partei ist nicht einfach für sich zu begreifen als Abgeordnete, als Fraktionen im Parlament, sondern sie versteht sich als verlängerter Arm der Bewegung, der Unzufriedenheit, der grundlegenden Kritik der bestehenden Verhältnisse. Und man kann das auch unterschiedlichen Themen zuordnen. Prominentester Ausgangspunkt war Pegida, dass er jetzt nach 10 Jahren seine Existenz aufgegeben hat, also 10 Jahre lang Pegida, also diese Entwicklung gegen den Islam und Islamismus, wie es von Ihnen beschrieben worden ist. Und das ist, glaube ich, der zentrale Impuls gegen Migration, gegen Fremde sein zu müssen, um das nativistische Moment, die biodeutsche Dimension und damit die homogene Gesellschaft oder in der neurechten Positionierung den Ethnopluralismus stark zu machen. Aber man hat dann im Laufe der Entwicklung eben auch gesehen, dass die AfD durchaus unterschiedliche Themen kann und auch bei unterschiedlichen Themen in der Lage ist, so eine Art Unique Selling Point herauszuarbeiten. Das ist bei der Klimatransformation, sie war da die erste und pointierteste Kraft in der Orientierung am Verbrennermotor, am Stopp dieser ökologischen Transformation, im Kampf gegen die ökologische Transformation. Sie war eine herausragende Kraft im Kampf gegen die Corona-Politik der Bundesregierung im Bündnis mit Querdenkern, hat vor allen Dingen durch die Corona-Konstellation gesamtdeutsch, aber eben auch in Ostdeutschland nochmal neue Klientele, neue Anschlussfähigkeiten an unterschiedliche Gruppen und Denkmuster jenseits der eigenen migrations- und rechtsextremen Positionen gefunden. Sie hat den Krieg, den russischen Angriffskrieg dahingehend auswerten können, dass sie dass sie die Politik der Bundesregierung
Regierung als nicht adäquat identifizierte im Hinblick auf Russland, sondern der Bundesregierung vorgeworfen hat, dass sie eigentlich einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, indem sie die Lebensgrundlagen und die Lebenschancen einschränkt. Und man hat gesehen, dass das strategisch entscheidende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11. wegen der Sonderhaushalte, was dann den Protest der Bauern heraufbeschwor, auch von ihr anschlussfähig gemacht worden werden konnte. Und das ist besonders herausragend, weil die AfD ja strukturell gegen die Europäische Union, strukturell neoliberal ausgerichtet ist und gegen jede Form der Subventionierung aufgetreten ist. Sie hat 3 Tage vor den Protesten der Bauern im Landwirtschafts- und im Wirtschaftsausschuss sich gegen die äh, Bauern ausgesprochen, als sie gesehen hat, dass die Bauern aus ihrer Sicht eine quasi revolutionäre Ambition auf der Straße praktiziert haben, waren sie sofort dabei und haben sich als Bündnispartner der Bauern versucht zu bewähren. Wichtiger Resonanzboden für den Entwicklungsprozess hin zu den ostdeutschen Wahlen ist die allsam bekannte Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die ein wichtiger Resonanzboden ist, um die Stimmungslage negativ auszugestalten. Und das ist eben auch ein Momentum der rechtsextremen Politik, sich gewissermaßen als Flugzeugträger des gesellschaftlichen Zornes zu bewähren und den aufzunehmen und zur eigenen Sache zu machen. Und in diesem Sinne ist die Landtagswahl im Osten auch eine Wahl gewesen, um den Protest gegen den Zentralstaat und die Politik der Ampelregierung auszusprechen. Und tatsächlich sind die Unzufriedenheitswerte mit der aktuellen Regierung so hoch wie lange nicht mehr. Die letzten Werte, die auf einem ähnlichen Niveau lagen, waren 2010, 11, 12, auch damals mit der FDP in der Regierung. Die FDP scheint also ein Abonnement zu haben, jede Regierung nach unten zu ziehen. So, dann kommen wir zu den konkreten Wahlergebnissen, die Ihnen ja insgesamt bekannt sind. Der Wahlsieger AfD in Thüringen, der Wahlsieger CDU in Sachsen und der Wahlsieger SPD in Brandenburg. Da ist zunächst mal eine strukturelle Dimension, die vor allen Dingen bei Sachsen und Brandenburg auffällt. Das heißt, dort, wo ein Ministerpräsident die Auseinandersetzung mit der AfD gefunden hat, kommt es zu einer entweder die oder wir Konstellation mit der Folge, dass die anderen demokratischen Parteien der Mitte sich dann auf die Partei des Ministerpräsidenten konzentrieren. Das hat die Folge, dass die Ministerpräsidentenpartei wesentlich mehr Stimmung und Unterstützung erhält, als sie in einem normalen Parteienwettbewerb, der in der demokratischen Mitte entschieden würde, auf sich ziehen könnte. Und eine zweite Folge ist, dass es dadurch zu einer Kannibalisierung in der Mitte kommt. Das heißt, diese Konzentration auf den Wettkampf zwischen AfD und der jeweiligen Ministerpräsidentenpartei schwächt die anderen Parteien in der Mitte und führt im Ergebnis dazu, dass die Ministerpräsidentenpartei kaum oder ganz große Schwierigkeiten hat, eine stabile Regierung jenseits der AfD und jenseits von BSW zu bilden. Wir haben dann den wirklichen Sonderfall Sachsen, wo ein sehr geschätzter linker Ministerpräsident aber einer Partei vorsitzt, die weniger geschätzt ist, und damit fällt der MP Faktor hier in sich zusammen, beziehungsweise kann nicht in der Form bedient werden, wie es in den beiden anderen Ländern der Fall ist. Und hier ist eben auch die prekärste Ausgangslage im Hinblick auf die Bildung einer stabilen Koalition. Interessant ist natürlich auch diese enorme flächendeckende Verankerung der AfD in den ostdeutschen Landkreisen. Das sieht man hier bei den Direktmandaten. In Thüringen werden insgesamt
44 Direktmandate, 45 Direktmandate vergeben und da fallen 29 auf die AfD, 11 auf die CDU, 4 auf die Linke und weder BSW noch SPD sind in der Lage, ein einziges Direktmandat zu erringen. Ähnliches Bild, wenngleich hier in einer stärkeren Polarität, haben wir in Sachsen, wo die AfD 28 Direktmandate erringt, die CDU 27, die Grünen 2, die Linken 2 und weder BSW, SPD noch Freie Wähler ein einziges Direktmandat. Interessant ist auch die Wählerbewegung. Der Superstar der zurückliegenden Wahlen ist ja BSW, die aus dem Bereich der Nichtwähler. Das ist bei der AfD in den ersten Jahren auch die stärkste Gruppe. Wir sind auch diesmal wieder die stärkste Gruppe. Also das ist ein Momentum, was man in der Wahlforschung schon seit längerem kennt, dass neu gegründete Parteien, die eine Repräsentationslücke glauben oder real schließen zu können, dass die vor allen Dingen politisch Ferne, die bisher mit den etablierten Parteien wenig anfangen konnten, mobilisieren und damit eine hohe Wahlbeteiligung ermöglichen. Das war ja auch so, dass diese Wahlen in Ostdeutschland haben Wahlbeteiligungsquoten zutage gefördert, wie wir sie ansonsten nur bei Bundestagswahlen kennen. Wir sprechen ja bei Landtagswahlen eigentlich von Second-Order-Elections, das heißt Wahlen, die eher so einen nachrangigen Charakter haben, die von den Bürgerinnen und Bürgern nicht so ernst genommen werden. Und das war hier ganz anders. Das heißt, hier haben wir eine durchpolitisierte Gesellschaft auf einmal, die elektrisiert ist, die den Eindruck hat, da geht es um was, da muss man sich beteiligen, das polarisiert, dynamisiert und führt zu einer intensivierten politischen Debatte. Die AfD bekommt die meisten Stimmen aus dem Nichtwählerlager, hat aber auch Zustrom umfassender Art von der CDU, von der Linken, von SPD in schwacher Form, von den Grünen auch und hat alleine einen Abfluss zur BSW. Das heißt, es gibt da so eine durchaus beachtliche Wählerbewegung von der AfD zur BSW. Und dann haben wir ähnliche Entwicklung auch in Thüringen, wo auch diese Wählerbewegung zu BSW ist, aber auch hier die Nichtwähler vorne und in Brandenburg auch. Ja, das sind so die wichtigsten Entwicklungen, die wir da haben. Das sind hier nochmal die Spitzenkandidaten. Das ist auch ganz interessant. Wenn man die Direktwahlfrage sich anschaut, da sieht man, dass in Thüringen Höcke eine wesentlich geringere Unterstützung erfährt als seine Partei. Während die Partei bei 31% in Thüringen liegt, ist die Mandatierung, die Unterstützung von Höcke nur bei 26%. Ähnliches Schicksal erleiden auch die anderen AfD-Kandidaten und umgekehrt werden die ehemaligen oder werden die Ministerpräsidenten fast doppelt so hoch mandatiert wie die Partei, die sie vertreten, also Kretschmer mit 60%, Woidke mit 50% und Vogt als möglicher Kandidat für das Ministerpräsidentenamt in Thüringen mit 48%. Ja, was waren jetzt wirklich die wahlentscheidenden Themen? Hier wird unterschieden nach Altersgruppen. Und über alle Altersgruppen hinweg war das Thema soziale Sicherheit maßgeblich gewesen. Dann gefolgt von dem Thema Kriminalität und innere Sicherheit und an dritter Stelle das Thema Zuwanderung. Also ein bisschen anders akzentuiert, als wir das in der öffentlichen Wahrnehmung haben, wo ja das Thema Migration und Zuwanderung an erster Stelle zu stehen scheint, ist hier das Thema soziale Sicherheit in der Selbsteinschätzung der Befragten in den sogenannten Exit Polls, das sind die Nachwahlbefragungen. Und dann ist interessant, wenn man sich das mal für zwei Altersgruppen anschaut, und zwar für die 18- bis 34-Jährigen. Da stellt man fest, dass das Thema soziale Sicherheit auch an erster Stelle ist, aber nur knapp vor dem Thema Zuwanderung, Kriminalität und da kommt schon gleich das Thema wirtschaftliche Entwicklung.
weil es sich ja um eine Landtagswahl handelt und die Kompetenzen eines Landes im Sinne der souveränen Gesetzgebung ja begrenzt sind. Wir haben bei den Ländern das Thema Bildung beheimatet und das Thema innere Sicherheit. Die haben durchaus eine Relevanz, wie wir hier sehen, aber eben nicht so stark ausgeprägt, wie wir das uns wünschen sollten im Sinne der Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Ebenen. Ja, Regierungsbildungsproblematik kennen Sie aus der aktuellen Betrachtungsweise und dann sind wir auch schon beim Fazit. Wir haben diese besondere Entwicklung in Ostdeutschland als Ausdruck einer allgemeinen Entwicklung im Hinblick auf die Wendepolitik. Die hat nach wie vor eine hohe Relevanz für Identitätsfaktoren, für Abgrenzung, für Kritik. Und wir können feststellen, dass diese Überlegung, dass es in Ostdeutschland zu einer relativ schnellen Anpassung, Integration in den gesamtdeutschen Kontext kommen wird, dass dies durch die reale Entwicklung widerlegt worden ist. Wir haben eine strukturelle Verfestigung der Unterschiede zwischen Ost und West. Ein Kollege von mir hat das mal überschrieben mit dem Titel Vereint und ungleich. Das ist, glaube ich, das, was es ganz gut trifft. Und wir können sehen, dass die reale Politik der Bundesregierung, oder vielleicht muss man sagen, gar nicht die reale, weil die reale ist vor dem Hintergrund der realen Herausforderungen gar nicht so schlecht, wie sie in der Öffentlichkeit häufig gemacht wird, weil es wird viel gemacht, es wird sehr viel investiert, und zwar mehr als in den Jahren davor. Es gibt schnelle Reaktionen, aber die Koalition als Ganzes ist so kakophon, ist so kontrovers, ist so wenig in der Lage, deutlich den Eindruck zu vermitteln, dass sie eine Idee hat, wie sie zukunftsorientiert die großen Probleme im ökonomischen, im sozialen, im kulturellen Bereich voranbringt, dass sich hier eine strukturelle Unzufriedenheit verfestigt hat, die durchaus dann auch Wahlergebnisse in den Ländern in maßgeblicher Weise mitprägt. Und dann haben wir die Polykrise, also die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Krisen, Energiekrise, Inflation, Krieg, Transformationsprobleme, Haushaltsprobleme. Und das ist natürlich auch mit zu berücksichtigen. Die Ostwahlen sind ein Ernst, aber kein Einzelfall. Sie leben von der populistischen Ausbeutung der vorhandenen Stimmungslagen und Ängste und Gefahren. Und was wir aber brauchen, sind konkrete Lösungen, um strukturelle Anpassungsprozesse voranzubringen. Ich will Ihnen hier, bevor ich gleich zu Ende bin, noch ein Chart zeigen, das aus meiner jüngsten Forschung resultiert. Und zwar haben wir uns gefragt, wie ist denn eigentlich die Abgrenzung gegenüber der AfD im kommunalen Bereich? Wir waren immer wieder damit konfrontiert, dass die Abgrenzung auf der zentralstaatlichen Ebene funktioniert, auf der Länderebene mehr oder weniger auch, wenn man diese Schwierigkeiten in Thüringen mal etwas zur Seite schiebt. Und dann haben wir vielfach aus unseren Interviews und Beobachtungen erfahren, auf der kommunalen Ebene gibt es das gar nicht mehr. Und dann war die Überlegung, na, wir müssen uns das mal genauer anschauen. Und wir haben die Ebene der Kreise genommen, weil hier eine gute Zugänglichkeit der Protokolle, in denen die Beschlüsse der Kreistage nachzulesen sind, möglich ist. Und wir haben eine komplette Erfassung aller Kreise in Ostdeutschland durchgeführt und haben uns angeschaut, wie von 2019 bis 2024 2500 Sitzungen, in denen die AfD ungefähr genauso viele Anträge insgesamt eingebracht hat. Und wir haben uns da angeschaut, wie viele dieser Anträge von anderen Parteien unterstützt worden sind und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass von diesen 2500 Anträgen insgesamt etwa 20% unterstützt worden sind. Und da
zählen auch rechte Gruppen, freie Wählergemeinschaften hinzu als Unterstützer. Und deshalb haben wir uns überlegt, das sind ja kleine Splittergruppen in der Regel. Wir machen nochmal eine Auswertung, wo wir untersuchen, wo gab es denn mehr als 5 Stimmen, die die Anträge der AfD im konkreten Fall unterstützt haben. Da kommt man insgesamt auf eine Unterstützung von 10%. Und da ist bei uns dann schon der Gedanke aufgekommen, dass eigentlich auf dieser kommunalen Ebene, zumindest auf dieser Ebene hier, die handelnden Akteure wohl sehr gut wissen, mit wem sie es zu tun haben bei der AfD und deshalb hier eine klare, mehr oder weniger klar prononcierte Abgrenzung durchgehalten haben und im Zeitverlauf ist die Abgrenzung sogar etwas größer geworden. Können darüber gleich auch mal diskutieren. In der Rezeption, diese Studie ist sehr umfassend rezipiert worden, hat man das erstmal nur passiv rezipiert und jetzt gab es so eine ganze Reihe von Artikeln, die diese Studie nehmen und sagen, naja gut, das haben die da rausgefunden, die Forscher, aber das gilt jetzt ab 2024 nicht mehr. Hat mich ein bisschen gestört, weil man muss ja auch mal denjenigen Dank und Aufmerksamkeit zollen, die da doch eine wackere Abgrenzungspolitik auf dieser kommunalen Ebene betrieben haben, weil das ja wirklich nicht einfach ist und der Normalisierungszwang dort ja besonders groß ist. Und jetzt ist wirklich die letzte Folie. Hier ist nochmal so mein Verständnis abgebildet, wie ich mir vorstelle, dass eine gute Gesellschaft mit dieser Herausforderung von rechts umgehen kann. Dabei muss man schon mal sehen, dass diese rechten Einstellungen im Sinne von Fremdenfeindlichkeit, im Sinne von Gewaltfantasien, im Sinne der Abgrenzung von demokratischen Mustern vermutlich, wenn man die gleichen Fragen von 1949 bis heute mal durchlaufen lässt, dann hat man durchaus immer so ein Einstellungspotenzial im antidemokratischen Kontext von, ich sag mal, 12, 13 bis 25% über die Jahre hinweg. Das ist aber nicht so zum Tragen gekommen, weil es für diese Einstellungen kein satisfaktionsfähiges Angebot gegeben hat. Das heißt, mit der Existenz der AfD und ihrer Platzierung auf allen Ebenen des politischen Systems haben wir eine neue Zeitrechnung. Wenn man so will, sind wir normaler Teil der europäischen Gemeinschaft geworden, weil ich bin in einem international vergleichenden Forschungsprojekt, wo wir uns die rechtsextremen Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern anschauen. Und der deutsche Fall, der sticht dadurch hervor, dass es in Deutschland erst 2013 den Rechtsaußen gelungen ist, sich im parlamentarischen System auf der zentralen Ebene zu platzieren, während in allen anderen Ländern oder in den meisten anderen Ländern diese Parteien schon von Anfang, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Parlamenten bis hin zur zentralstaatlichen Ebene und in vielen eben zentralstaatlichen Regierungen selbst die Regierung übernommen haben, Minderheitsregierungen gestützt haben. Also wir sind nicht nur Latecomer im internationalen Vergleich, sondern wir haben auch die Partei, die vermutlich am extremsten ist und die am wenigsten koalitionsfähig ist. Und das ist in den anderen Ländern etwas anders. Was muss passieren? Also ich glaube, dass man diese Leute kaum zurückgewinnen kann. Deshalb ist es wichtig, sich auf die zu konzentrieren, die Demokraten sind. Und da waren diese Demonstrationen nach den Korrektivrecherchen im Januar diesen Jahres, das war schon ein guter Ausgangspunkt gewesen. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft, die muss wissen, dass sie diese Demokratie braucht, dass sie sich selbst für diese Demokratie einsetzen muss und dass sie nicht nur wachsam sein muss, sondern dass sie sich dafür eben aktiv engagiert. Und dann braucht es seitens der Parteien und der Verbände und Vereine auch eine Responsivität. Man muss reagieren, man muss selbst auch antizipieren, man muss proaktiv agieren. Und am Ende
geht es nicht darum, dass man die große Flagge des Antifaschismus und Antirassismus, sondern man muss positive Botschaften anbieten können, einer positiven Einwanderungsgesellschaft, einer positiven Gesellschaft, die Fairness und Respekt für alle ermöglicht und darin nicht nur die Grundlage für Demokratie, sondern auch für den Reichtum und die Wohlfahrt dieser Gesellschaft sieht. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag erstmal. Wir haben schon ein paar Fragen gesammelt Mhm. im Hintergrund. Ich würde vielleicht einfach mal tatsächlich einsteigen mit einer Frage, die eben schon so ein bisschen angeklungen ist, aber die sich sozusagen auch andersherum stellt, nämlich der Frage, inwiefern könnte das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu führen, dass rechtspopulistische Positionen mehr Anklang finden und das Vertrauen in linke Ideale schwindet. Ja, erstmal ist das Bündnis Sarah Wagenknecht kein linkes Projekt, sondern es ist ein unternehmerisches Projekt einer politischen Unternehmerin, die vorhandene Konkursmassen aus der Linkspartei und aus der frustrierten Parteienwelt und aus der Unternehmenswelt gesammelt hat. Die ist angetreten, um die AfD zu stoppen. Man sieht, dass sie in der Tat von der AfD ein bisschen was wegziehen kann, aber bei weitem nicht so, wie sie das selbst als werbetechnisches Argument eingeführt hat. Und sie ist eher eine Partei der statusverängstigten älteren Facharbeiter, die von der sozialpolitischen Seite auch bei weitem nicht so links einzuordnen ist, wie das verschiedentlich den Eindruck machte. Ich würde mal sagen, von den Wählerinnen und Wählern so zwischen CDU und SPD angesiedelt. Also die wollen einen gut funktionierenden Sozialstaat. Die wollen ein gutes Rentensystem haben, was auch mit der Altersstruktur der Wählerinnen und Wähler zusammenhängt. Und die wollen auf keinen Fall, dass der Sozialstaat zu umfassend ist, weil sie befürchten, dass sie dann die Steuern und die Leistungen für diesen Sozialstaat finanzieren müssen, ohne dass sie die Leistungen erhalten werden können, die sie beanspruchen. Und vor allen Dingen befürchten sie, dass das eher für den Migrationsstaat verwandt wird. Und inwieweit das jetzt zu einer weiteren Rechtsentwicklung beiträgt, das glaube ich erstmal nicht. Also ich habe den Eindruck, das sind eher, also die Mehrheit, muss man immer sagen, die Mehrheit der Wählenden sind eher frustrierte, gescheiterte politische Akteure aus Linkspartei, aus anderen Parteien und aus einem Reservoir der politischen Unternehmerklasse, die hier so eine Chance, also politische Unternehmerklasse, die hier so eine Chance sieht, nochmal so einen eigenen Punkt zu machen und sich mit der Idee der Stabilität und Gerechtigkeit da einbringt. Aber ich würde dieses Projekt nicht als linkes Projekt klassifizieren. Kann aber sein, dass sie, das hat ja auch immer was mit der Konstellation zu tun, dass sie am Ende einen positiven Punkt setzen können durch einen Beitrag zur Stabilisierung und Verhinderung von AfD-Beteiligungen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt nennenswert, also dass daraus jetzt ein Aufschwung rechts wird, glaube ich nicht. Ja, vielen Dank. Sie haben es eben schon mal angerissen. Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Eine andere Frage, die gestellt wird, ist, BSW rekrutiert sich zumindest zum Teilen aus einer ehemaligen linken Wählerschaft. Das Spannende, was sich jetzt aus den Fragen ergibt, wäre die Frage, die hier gestellt wurde. Die Partei, die Linke, steht gerade vor einer enormen Austrittswelle durch diverse innerparteiliche Konflikte. Wird sich Ihrer Einschätzung nach eine neue linke Partei gründen oder wie geht es denn mit der weiter? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil eigentlich haben wir schon Platz und Bedarf für eine linke Partei, die
in der Lage ist, die Verteilungspolitik ins Zentrum zu setzen, die in der Lage ist, den guten Staat als handlungsfähigen Staat und eine gerechte Steuerpolitik ins Zentrum zu rücken und die eben auch ein Verständnis von einer aktiven Zivilgesellschaft hat. Jetzt ist die Linkspartei gewissermaßen an sich selbst gescheitert, weil sie nicht in der Lage gewesen ist, diese unterschiedlichen Ansprüche zwischen einer grundlegend systematischen Verteilungspolitik mit zivilgesellschaftlichen Ambitionen vermittelt aufzunehmen und auf der anderen Seite einer eher urbanen identitätspolitischen Grundorientierung. Ne? Also daran ist sie nach meiner Beobachtung da dann doch gescheitert. Und ja, so schnell wird man jetzt auch nicht ein neues Projekt aus dem Boden stampfen können. Das ist ja nicht voluntaristisch zu tun, sondern man braucht da ja auch Konflikte, man braucht Bewegung. Also das hängt jetzt auch davon ab. Also die entscheidende Herausforderung, die ich für die modernen Gesellschaften sehe, ist ja wie kann man eine gerechte Organisation der ökologischen Transformation hinbekommen? Und diese gerechte ökologische Transformation setzt ja voraus, dass man Organisationen hat, die diesen Prozess zum Gegenstand der politischen Verhandlungen erklären und entsprechend Druck auf das politische System ausüben, Druck ausüben, dass die Verteilungsfragen stark im Zentrum stehen, aber auch die Fragen der demokratischen Beteiligung in diesen Prozessen. Und muss man sehen, was sich für Bewegungen bilden werden. Also der Hype von Fridays for Future, der ist auch zu Ende. Also da wird es notwendig sein, dass eine neue sozial-ökologische Bewegung entsteht und das könnte dann durchaus auch ein Kristallisationspunkt sein für eine neue Entwicklung von einer neuen linken Partei. Man muss ja sehen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht ein dauerhafter Faktor in unserem Parteiensystem sein wird. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass diese Partei ein unendliches Wachstumspotenzial besitzt, weil wenn man die bisherigen äh, Umfragen ernst nimmt, dann ist es eher ein älteres Klientel, 50 plus, Facharbeiter, Status verängstigt und wohlfahrtsstaatlich interessiert mit einer konservativen gesellschaftspolitischen Attitüde. Und ja, das kann schon ein Faktor sein, der längere Zeit auch äh, funktioniert, weil das Thema Sicherheit wird ein entscheidendes Thema für die weitere Auseinandersetzung in der Bundesrepublik sein, vor allen Dingen auch im nächsten Bundestagswahlkampf. Und da hat diese Partei durchaus ein Profil, was da reinpasst, also so ein konservatives Sicherheitsversprechen, was eben Sozialstaat und Migration und Verteidigung bündelt und gleichzeitig eben auch eine personelle Führungsfigur hat, die das im öffentlichen Raum gut mobilisieren kann. Also kurze Antwort jetzt, also ich sehe für die Linke überhaupt keine Chance augenblicklich, ne? Obwohl es rein konzeptionell, sozial, strukturell unbedingt eine linke Partei geben müsste. Aber der Prozess der Selbstzerstörung ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Ja, gut. Es ist eigentlich total spannend, weil was eben gerade gefallen ist, und das erlebe ich zumindest immer wieder, sind vor allem Themen, die im Populismus stark vertreten sind zurzeit, die eher auf Bundespolitik fokussieren, weniger sozusagen realpolitisch, landespolitische Thematiken oder gar kommunalpolitische Thematiken. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz zwei, drei Sätze dazu wechseln. Die Frage ist ja so ein bisschen, jetzt kommt es eventuell zur Regierungsbeteiligung populistischer Parteien in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Man weiß es alles ja noch nicht so genau. Welche Auswirkungen könnten denn solche Beteiligungen auf Landesebene auf die Bundespolitik haben, über den Bundesrat, über die generelle Ausrichtung der Politik in Deutschland? Was heißt es denn für die Thementrennung, zum Beispiel in der Migrationspolitik? Wir haben ja gerade
ganz spannend erlebt, wie man versucht hat, von der Bundesebene aus Druck aufzubauen, friedenspolitische Positionen in Landeskoalitionsgesprächen zu verankern. Gibt es denn dazu eine Einschätzung, inwieweit sowas Tragkraft hat? Das ist Verarschung gewesen, was da formuliert worden ist, weil über den Bundesrat wird man überhaupt keinen Hebel haben bei den jetzigen Machtverhältnissen als BSW, weil wenn sie jetzt in diesen drei Bundesländern da verankert ist, dann kann sie in der Kriegspolitik ihr Veto einlegen. Das war aber bisher auch schon mehr oder weniger relevant gewesen, weil das waren ja alles schon Dreier- und Viererbündnisse, die unterschiedliche Positionen hatten. Und wenn man keine gemeinsame Position hat, dann kommt es zur Enthaltung und Enthaltung ist Nein-Stimme. Also da wird es überhaupt keine Veränderung geben auf der Bundesratsebene. Es gibt auf der Bundesratsebene gibt es einen Ausschuss für internationale Fragen. Da kann man diskutieren, wenn man Zeit genug hat. Das ist Es ist, vollkommen es war eher eine ernüchternde Einstellung des Einflusses der Länder auf die reale Bundespolitik. null. Null. Null, okay. Also, also man kann sich viel Zeit da machen, das kann man schon, man kann da schon Reden halten, aber es wird keinerlei Auswirkungen haben auf diese Ebene. Aber es wird Auswirkungen haben natürlich in der Stimmungslage. In der Stimmungslage ist es nicht zu unterschätzen. Ne? Es wird eine weitere restriktive Migrationspolitik geben. Und naja, in der Außenpolitik selbst glaube ich kaum, weil das ist ja alles nicht durchdacht und hat ja keinerlei Fundament in sich. Also insofern Hm. vermute ich, dass es jetzt auf die Verteidigungs-, Sicherheits- und Bündnispolitik wird das kaum oder keine Auswirkungen haben. Gut. Aber in der Migrationspolitik, da wird es also und in der konservativen Gesellschaftspolitik. Also die BSW ist ein strukturell verengender, limitierender Faktor. Und das, weil das ist ja ein verängstigter Haufen, das ist ja keine offene Politikkonstellation. Da ist immer wichtig, den Blick aufs Alter auch zu richten. Das sind ja eher ältere Menschen, die wollen Abschottung, die wollen Ruhe, wollen keine Experimente, die wollen nichts Neues. Hm. Vielleicht können wir mal von den Älteren sozusagen ein bisschen auf die Jüngeren gucken, weil das war ja auch die sozusagen die Betrachtungsweise, die in der demografischen Analyse angeführt wurde. Wir haben eine Frage online gehabt, würde ein Grunderbe für alle 18-Jährigen von 20.000 Euro zum Beispiel helfen, den strukturellen Ungleichheiten im Vermögen entgegenzuwirken? Ja, das ist eine Idee, die immer wieder aufkeimt. Das haben gemacht, die Briten haben das gemacht, die haben das wirklich durchgeführt. Allerdings haben die das auch nur so knapp 10 Jahre durchgehalten, weil sie eben, also da gab es damals, wenn man 18 wird, bekam man, glaube ich, 10.000 Pfund. Und das ist aber nicht weitergeführt worden. Hier in Deutschland wird das ja also vor allen Dingen vom DIW, von Stefan Bach, der hat das ja auch mal gut durchgerechnet. Also ich denke, man müsste da was machen, ne? Weil die Bundesrepublik ist ja von der Einkommenssituation im Weltvergleich relativ gut dastehend, oder es war mal besser, aber es ist immer noch, wenn man da die entscheidenden Indikatoren heranzieht, ist das immer noch nachvollziehbar. Aber was komplett aus dem Ruder gelaufen ist, sind die Vermögensverhältnisse. Ne? Also wir haben ja wirklich Vermögensasymmetrien wie ein Entwicklungsland. Und da ist es wirklich der Mühe wert, unterschiedliche Modelle auszuprobieren. Und man könnte sich auch vorstellen, dass man mit so einem Grunderbe ab 18 da reingeht. Ich habe das mehrfach auch diskutiert mit verschiedenen politischen Gruppen. Die sind aber dann wieder sehr, wie soll man sagen, äh, eigensinnig, weil die wollen dann keine Konditionalisierung dieses Geldes, ne, sondern es wird bei euch vermutlich auch nicht anders sein. Ihr fokussiert das dann im universalistisch-liberalen Sinne und sagt, das müssen die Leute alles selbst entscheiden. Aber dafür wird man weder Mehrheiten bekommen, noch wird man die, damit die Intention verfolgen können, dass es wirklich zum Vermögensaufbau kommt, der andere Sicherheiten und andere Beteiligungsmargen organisiert. Ich
übersetze das mal konkret. Also wenn man sagen würde, jeder bekommt, sagen wir, 20.000 Euro, wenn er 18 oder wenn er 21 ist, und die Nutzung des Geldes ist für drei Fälle vorgesehen. Für Bildung, Weiterbildung erstens, zweitens für Erwerb von Eigentum und für ökologische Maßnahmen. Dann könnte man da eine Zweckbestimmung drin sehen, die sich auch in der allgemeinen erwünschten Strukturentwicklung dieses Landes widerspiegelt. Und dafür könnte man auch dann entsprechende Mehrheiten vielleicht mobilisieren. Aber wenn man das jetzt frei macht für alle Wünsch dir was Geschichten, warum sollte die Gesellschaft das unterstützen? Ist eine völlig berechtigte Frage. Ähm, Letzten Endes ist es ja eine ähnlich zu diskutierende Frage wie die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Auch da haben wir ähnliche Argumente, die ausgetauscht werden, wobei ich persönlich jetzt tatsächlich finde, wenn man das weg von einem universalistischen Anspruch diskutieren will, dann müsste man auch weg von dem Begriff des Grunderbes sozusagen gehen, weil der ja eindeutig, also zumindest für mich eindeutig mit einer freien Verfügbarkeit Hm. sozusagen verknüpft ist. Ähm, Das sind ja alles Dinge, die man irgendwie positiv entwickelt, und es gibt bei uns auch die Frage, die gestellt wurde: Gibt es angesichts der derzeitigen Herausforderungen denn positive politische Entwicklungen, die Zuversicht geben? Naja, es gibt unendlich viele zuversichtsgewährende Aktivitäten in unserer Gesellschaft. Wir haben nach wie vor unglaublich hohen Grad an ehrenamtlichem Engagement. Wir haben nach wie vor eine Regierung, die über die Grundlagen verfügt, dass diese Gesellschaft wieder zukunftsfähig sich orientiert. Das heißt also, eigentlich ist ja dieses Land, hat eine geringe Verschuldung im Vergleich zu den meisten anderen hochentwickelten Ländern. Wir haben eine Verschuldung bei 63% des BIPs etwa, die Amerikaner bei 150%, die Japaner bei 250%. Und wir erlauben uns den Luxus einer der schärfsten Schuldengrenzen, die es weltweit gibt. Und deshalb wäre es ja eigentlich relativ einfach zu sagen, wir haben eine vergleichsweise geringe Verschuldung, wir haben eine der besten Kreditwürdigkeiten weltweit. Also, weil Sie fragen alles nach Mhm. Zukunft. Das sind ja alles gute Punkte. Und gleichzeitig muss man ja jetzt nicht gleich die Haushaltsdisziplin über den Jordan werfen und sich in einer hemmungslosen Verschuldung jetzt wiederfinden. Aber man könnte und müsste wirklich eine Investitionsoffensive ergreifen. Und die muss auch da ansetzen, wo es für die Leute nachvollziehbar ist. Also man könnte auf dieser Grundlage relativ leicht, finde ich, im Bildungssektor, im Gesundheitssektor, im Infrastruktursektor nachvollziehbare Investitionen tätigen, die auch deutlich machen, wir wollen Zukunft. Und die Gesellschaft ist dafür durchaus offen. Aber die größte Herausforderung, habe ich nur so in einigen Nebensätzen gesprochen, ist aus meiner Sicht wirklich die alternde Gesellschaft. Das ist eigentlich, also die alternde Gesellschaft, die die ökologische Transformation betreiben muss. Weil wenn man den Widerstand gegen gegen das Heizungs- und Gebäudeenergiegesetz 2023 verstehen will, dann ist einer der Schlüssel dafür, ist natürlich die Kampagnenfähigkeit der Gegner und diese Hass gegen die Grünen, der da geschürt worden ist und all diese Dinge, aber ist die alternde Gesellschaft, ne? Weil wenn man in einer alternden Gesellschaft so Reformen durchführen will, die unmittelbar in die Lebensführung der Menschen eingreift, da muss man sehr sensibel sein und muss das gut vorbereiten, gut flankieren, und sonst kann das ziemlich schnell so ein Rollback geben, wie wir das da erlebt haben. Mhm. Gut, flankieren ist ein eigentlich gutes Stichwort, gerade bei so Umweltthemen, aber auch bei den sozialen Themen in den Bereich nochmal Zivilgesellschaft tatsächlich zu schauen. Zivilgesellschaftliche Organisationen. Ich habe vorhin gesagt, wir müssten vielleicht mal einen kleinen Blick darauf werfen, was passiert eigentlich mit der Zivilgesellschaft in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, aber auch insgesamt in Deutschland. Wir erleben ja auch immer wieder Angriffe auf diese zivilgesellschaftlichen Akteure, ne? Also wir haben ja nicht nur die Angriffe
innerhalb des politischen Parteiensystems, und wir haben Angriffe zum Beispiel bei sozialen Trägern, die sich politisch engagieren oder die sich zumindest in Ansätzen politisch engagieren, auf die Gemeinnützigkeiten. Wir haben Versuche, Organisationen zu diskreditieren und damit Zivilgesellschaft aktiv zu zersetzen in einer gewissen Form. Ähm, Was kann denn Zivilgesellschaft tun, um sich zu verteidigen gegen solche Angriffe? Naja, man braucht schon eine gewisse Wehrhaftigkeit in diesen Prozessen der Auseinandersetzung. Das heißt, man muss die Illusion verlassen, dass das, was man tut, nur gewünscht, unterstützt und befördert wird, sondern dass es eben auch Gegner gibt und diese Gegner eben auch zuweilen Argumente haben, zuweilen Ressourcen haben, zuweilen Unterstützer haben. Also die Auseinandersetzung mit den Gegnern, das ist ja für die organisierte Zivilgesellschaft schon ein neues Phänomen jetzt in den letzten Jahren. Und das muss man und wird man nicht als temporäres Phänomen verstehen, sondern es ist ein dauerhafteres Phänomen. Und eine robuste Zivilgesellschaft muss Wege finden, wie sie sich da schützt, wie sie sich da präventiv drauf einstellt und wie sie sich damit auseinandersetzt, weil dieser Druck der Rechtsaußenkräfte gegen die Zivilgesellschaft an diesen Stellen, der ist enorm und die Gefahr, die wir ja schon in den letzten Jahren da beobachten, ist nicht nur, dass das Ganze hasserfüllter, gewaltförmiger und existenzieller geführt wird, sondern wir sehen ja jetzt auch schon, dass es Opfer in dieser Auseinandersetzung gibt und die ersten Opfer sind die Frauen. Also wir sehen einen Rückzug der Frauen aus öffentlichen Ämtern, weil sie sich das nicht antun wollen, diese Beschimpfungen, diese permanente Auseinandersetzung. Und wir sehen aber auch eine organisierte Zivilgesellschaft, die sich durchaus darauf einstellt. Also ich bin seit 5, 6 Jahren mit unterschiedlichen Verbänden in Beratungen, wo wir so Handlungshilfen und Programme entwickeln, wie sich die Zivilgesellschaft resilienter, zukunftsorientierter da aufstellen kann. Und dann gibt es natürlich schon auch Chancen in diesen Prozessen. Ne? Man muss natürlich schon auch sehen, dass diese Akteure von rechts ja auch eine Chance insofern bieten. Das ist jetzt wirklich ein kleines Moment, aber würde ich durchaus ernst nehmen. Sie thematisieren ja schon Widersprüche der modernen Gesellschaften und Ausgrenzungsprozesse, die wir über viele Jahre nicht so gesehen haben, ne? Weil wir sind ja auch sehr blasenförmig organisiert in der liberal-demokratischen Welt und da fallen verschiedene Gruppen eben auch raus. Ne? Und das heißt, die organisierte Zivilgesellschaft muss auch darum kämpfen, dass ihre Anliegen auch verstanden werden, dass sie gut formuliert werden, dass sie anschlussfähig sind. Also sie hat auch eine gewisse Bringschuld, dass sie nicht nur sich selbst reproduziert, sondern dass sie auch einen Blick hat auf das Gesamte dieser Gesellschaft und wie sie sich da verständlich machen kann, wie sie sich da besser aufstellt und wie sie insgesamt in diesem Prozess der Auseinandersetzung mit den Gegnern der Demokratie, mit den Befürwortern von Hass eben auch resilienter und widerstandsfähiger wird. Aber da gibt es schon auch Chancen und da ist ja auch viel im Gange. Also es ist ja nicht so, dass die organisierte Zivilgesellschaft da kapituliert. Sie stellt sich schon darauf ein. Ich habe manchmal den Eindruck, die Einflüsse des Staates auf diesen Prozess des Einstellens, die sind zu stark, ne? Weil die Zivilgesellschaft dann weniger von ihren eigenen Ressourcen und ihrer eigenen Regenerations- und Regelungsfähigkeit lebt, als von staatlichen Ressourcen. Und da, also ich finde das richtig, dass der Staat das macht und kämpfe auch dafür, dass das Demokratiegesetz und all diese Dinge da Wirklichkeit werden. Aber man muss die andere Seite auch sehen, dass es zu einer Verstaatlichung der Zivilgesellschaft kommen kann. Und das kann auch nicht das Interesse der Zivilgesellschaft sein. Sie braucht schon Spielräume, Eigenerfahrungen von Selbstwirksamkeit und von eigenverantworteter Zukunftsentwicklung und kann sich da nicht nur an staatliche Programme anhängen, wenngleich in vielen Fällen die notwendig sind. Aber man muss da auch gucken, wie man unabhängig vom Staat sich entwickeln kann. Staat ist nochmal ein gutes Stichwort sozusagen auch in der Frage der repressiv möglichen Maßnahmen, denn das ist auch eine, die hier
im Chat gestellt wurde. Die Frage, ich glaube, die wird wahrscheinlich in jeder Veranstaltung gestellt werden. Was ist denn zu halten von einem Verbot der AfD? Ja, das ist ja Gar im nicht, gar Endeffekt die nichts. Ultima Ratio. Ja, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Also wir haben das ja viermal gehabt, das Verfahren. Wir haben das NPD-Verbotsverfahren gehabt und ich glaube, nach dem, was ich aus allen Gesprächen mit den Gelehrten der Staatsrechtslehre mitbekommen habe, gibt es keinen Menschen von Renommee, der in der Lage wäre, die beiden Kriterien von Feindlichkeit und Gefährlichkeit für die AfD so zu belegen, wie das notwendig wäre, um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Sinne des Verbotes zu legitimieren. Und Sie müssen sehen, ich bin in so einem internationalen Forschungsprojekt der Universität Bologna, wo wir uns diese Rechtsaußenstrategien da in verschiedenen Ländern anschauen. Und wenn ich da den deutschen Fall referiere, dann sind die immer alle irritiert, ne, weil sie sagen, ja, was macht ihr da? Ihr verbietet da Parteien und ihr habt da einen Verfassungsschutz, einen Inlandsgeheimdienst und ihr habt da die Möglichkeit, diese Verbotsverfahren. Also das ist international ein Sonderfall, den wir da haben. Deshalb ist das Verfassungsgericht auch einer der Gründe so sensibel, auch in der Begründung und im Vorgehen. Auf der anderen Seite wäre es am einfachsten. Man könnte sie verbieten, überhaupt keine Frage. Ne? Also das wäre, vor allen Dingen wäre das aus einem anderen Grunde auch noch wichtig, weil wenn die Desiderius Erasmus Stiftung in den vollen Genuss der Fördermöglichkeiten der staatlichen Parteienförderung kommt, wenn die nach jetzigem Stand der Dinge 80 bis 100 Millionen jedes Jahr für die Talentförderung in ihrem Rechtsaußenbereich zur Verfügung haben. Zusätzlich. Das ist natürlich auch noch Also ein ganzer Haufen Geld, der Also das sozusagen. Schlusswort hier lautet, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese rechten Akteure und Parteien Dauerbestandteil unserer Demokratie sind und wir müssen robuste Wege finden, wie wir uns mit denen auseinandersetzen. Und der Versuch, das über das Parteienverbot zu erreichen, scheint mir nach Lage der Dinge, es sei denn, der Verfassungsschutz hat jetzt ganz neue Erkenntnisse, aber nach allem, was wir wissen und nach der Kriteriologie, die durch das NPD-Urteil von 2017 vorgegeben ist, scheint das aussichtslos zu sein. Also politischer Kampf gegen die AfD und gegen die rechten Kräfte. Und das heißt immer, politischer Kampf heißt Kampf um die Mitte. Das heißt, unsere Leute, die müssen wissen, was sie an der Demokratie und an der Zivilgesellschaft haben und sie müssen sich dafür einsetzen und müssen eben dafür Sorge tragen, dass die Grenzen klar formuliert werden und dass die demokratischen Werte nicht nur eingehalten werden, sondern dass sie auch als lebenswerte, lebensfrohe Grundlage einer zukunftsorientierten Gesellschaft begriffen werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war auch so nicht nur für die Frage ein gutes Schlusswort, sondern tatsächlich insgesamt. Vielen Dank für das Gespräch, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass auch die dabei waren, die jetzt gerade vielleicht noch online zuhören, viel daraus mitnehmen können. Ich denke mal, es ist ein Aufruf auch an uns zu verstehen, uns für Demokratie einzusetzen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die dabei waren und wünsche einen verbleibenden schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung und seien Sie tapfer und wachsam.